Meine sehr verehrten Damen und Herren, jetzt kommt ein Duo, ich sag's euch, wie es ist. Dieses Duo, die kommen aus der Nähe, ich sage jetzt mal zwischen München und Rosenheim. Die zwei sind, ja, was ganz interessant ist, das beste Lieblingslob, das einer gefällt. Jetzt pass auf, wenn Leute zu einer sagen, ihr seid so echt. Begrüßen Sie mit einem ganz großen Applaus die Isa Schiffer! Habe die Ehre. Grüß dich. Grüß dich, Wolfi. So eine Servus, schöne grüß dich. Ansage. Dankeschön. Übrigens, Gloria Gray auf der Bühne. Gärtner. Sechst das? Und genau das macht's aus. Du gibst einen Handkuss, ich bin wieder der Depp. Gell? Joli, darfst du Handkuss geben? Ja. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Isa Schiffer, ihr seid zu zweit unterwegs, seit Jahrzehnten, aber eigentlich als Solisten unterwegs, oder? Und dann habt ihr euch irgendwie gefunden und dann habt ihr gesagt, wir machen das miteinander. Ja, gefunden haben wir uns eigentlich von Anfang an gut. Ja, also ihr habt ja gegenseitig und die haben gut gefunden. Ganz am Anfang. Nicht so, gell? Wie ist der bei mir gegangen? Ja, sofort hat Ja, es schau her. Ja. funktioniert. Okay, okay. Nein, ihr seid jahrelang oder jahrzehntelang als Solisten unterwegs gewesen und jetzt seit wie lange macht ihr das jetzt als Duo? Also jetzt sind wir, im April geht das 4. Jahr los. Also Das 4. Jahr? Gute 3 Jahre machen wir es. Ah ja. jetzt. Und ich habe gesehen, ihr habt den gleichen Nachnamen. Berauer, Rainer und Doro. Bist du die Tochter von ihm, oder? Na, Stehst du auf ältere Mann? Du, geil. Wie mir die Friseuse, die Alaska Blond nicht empfohlen Ja, hätte. das ist Alaska. Ihr seid verheiratet, oder? Also ihr seid beide nicht mehr zu haben. Joli, Ja. scheiße, gell? musst du Alles das ist scheiße. sagen, Mensch. Da steht jetzt da, Borisch, Grauhardt, seid ihr zwei. Aber ihr seid aus Oberbayern. Ich bin aus Oberbayern, sie ist, wenn man es bei Licht betrachtet, der Fränkin. Ja, aber ihr wohnt in Oberbayern. Versteht man da Borisch und Grauhardt in der Nähe von Minge überhaupt noch? Ja, ja, weil da haben sie es gefunden. Danke. Naja, wir haben schon einen Haufen zugereist und alles, aber Ja. also da, wo wir auftreten, da verstehen sie uns schon. Die Lieder, die ihr macht, ist ja praktisch, ihr macht sehr viele Instrumente. Ihr habt ganz viele Instrumente normal, oder? Nein, eigentlich eben nicht. Wir haben eigentlich keine Instrumente, ganz wenig. Wir haben bloß eine Gitarre und einen Kontrabass. Ah, große Instrumente. Große Instrumente. Große. Aber die Texte und die Komposition, macht ihr die selber? Oder? Ja. Wir schreiben alles selber. Wow, Also, das ist ein ganz großer seid Applaus, ihr meine her. sehr verehrten Damen und Herren. Und jetzt sage ich, sagen wir auf die Bühne, die Isa Schiffer, Applaus! Haben sie alles hergelegt. Danke, Ja, wunderbar. Zwei Gläser. Haben sie es. Also, einen wunderschönen guten Abend, sehr verehrte Damen und Herren. Wir, Isa Schiffer, wir beschäftigen uns in unserem aktuellen Programm Pax beim Hax. recht intensiv mit den Sitten und Gebräuchen der Heimat. Und wir haben ja so wunderschöne Bräuche bei uns in Bayern, oder? Zum Beispiel der im Frühjahr, wenn die Kraft der Natur die Blärmerl aus dem Boden außerbatzt. Dann kommen Wirte und stellen Zeiter auf. Und dann kommen Hunderte von Leuten und trampeln das alles wieder nieder. Dieser schöne Brauch, der nennt sich Wiesenzeit. Und in diese Zeit, da spielen dann meistens irgendwelche Musikkapellen und die spielen Lieder. Und wenn in so einem Lied ein Hopstradio vorkommt, dann ist es der wunderbare Brauch, dass bei jedem Hopstradio die Leute links und rechts den Nebenmann oder die Nebenfrau bei der Hand nehmen, aufstehen, Hopstradio schreien und sie wieder hinsitzen. Und jetzt kommt zufälligerweise in diesem ersten Lied, das wir für euch spielen hatten, aber schon auch ganz genau so ein Hopstradio vor. Und ich habe mir sagen lassen, Baumors. Ist das richtig? Baumors. Baumors, schon, oder? Baumors, oder? Baumors. Entschuldigung, nicht Bau. Bau ist schon, okay, Kids-Ding dann, genau. Okay, also Baumors ist berühmt für seine Sportlichkeit. Und ich sag bloß, Leute, ihr kommt im Fernsehen, gell? Ihr vertretet seine ganze Region. Ich sag's nochmal zum Mitschreiben. Bei jedem Hopstradio links und rechts den Nebenmann oder die Nebenfrau nehmen, aufstehen, Hopstradio schreien und sie wieder hier sitzen. Und wir spielen dabei für euch die Wiesenzeit. 1 und 2 und 3 und 4 und
Duff, da da duff, da da duff, da da. Duff, da duff, da duff, da da. Duff, da da duff, da duff, da da. Duff, da duff, da da. Es kommen Leid von weit und breit. Hopstradio auf Minga zu der Wiesenzeit. Hopstradio, weil's die Leid für die Wiesenzeit. Hopstradio, nicht um die Wiesen reit. Jolalala, Hopstradio. Wo siehst uns dann Kongo-Neger? Bullpapa, 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 buh. Mit bestickte Hosenträger. Bullpapa, bullpapa, Hopstradio. Schmeißt ganz kässig der Chines in ein Lederhosendress. Hopstradio! Und zapft ist die Menge schreit. Hopstradio! Ja, wir haben wieder Wiesenzeit. Hopstradio! Für die große, weite Welt. Hopstradio! Ja, da wird der Zeit aufgestellt. Jolalala, Hopstradio! Wo kennt sonst den Tibetaner als den Oberförster Kana? Hopstradio trägt ein Aboriginal. Tiroler Hut, Schwitz, Hemd und Schal. Hopstradio! Hopsaft ist die Menge schreit. Hopstradio! Ja, wir haben wieder Wiesenzeit. Hopstradio! Das ist Riesenrotze Draht. Hopstradio! Ja, da hat der Bauer die Wiesen gemacht. Jolalala, Hopstradio! Nein, ins Karussell und mit der Geisterbahn fahren. Ein paar Runden auf der rundrum Schaukeltram. Schießen, spicken, Dosen, Rammer für einen Teddybär. Lukas hauen und jedes Jahr etwa mehr. Jetzt packen wir's wieder, alles schreit. Hopstradio! Ja, wir haben wieder Wiesenzeit. Hopstradio! Das ist Riesenrotze Draht. Hopstradio! Ja, da hat der Bauer die Wiesen gemacht. Jolalala, Hopstradio! Ein Herzl für die Spatzer und ein rosa Zuckerwart. Eis und brennende Mandeln und ein Münchner Rutschenfahrt. Ein Waffebruch mit Schoko und ein Steckerl Fisch, sie möcht. Irgendwann dann heim, weil ihr ist schlecht. Jetzt packen wir's nochmal, alles schreit. Hopstradio! Ja, wir haben wieder Wiesenzeit. Hopstradio! Für die große, weite Welt. Hopstradio! Ja, da wird der Zeit aufgestellt. Jolalala, Hopstradio! Schlemmt der Sachse seine Haxe, kauft sich ein Berliner Wiener, der Gourmet so Batzenkäse und ein Saudi seine Gaudi. Hamburger zum Hori raufen, gehen am Stand sich selber kaufen. Sie ist ja wissen, dass Portugiesen nach'm Feiern, grad wie Bayern, reiern. Und zapft ist die Menge schreit. Hopstradio! Ja, wir haben wieder Wiesenzeit. Hopstradio! Das ist Riesenrotze Draht. Hopstradio! Ja, da hat der Bauer die Wiesen gemacht. Jolalala, Hopstradio! Ja, recht ein schöner Dank, liebe Leute. Bayern,
Bayern, das ist doch Laptop und Lederhose, oder? Immer ganz vorn mit dabei. Waren's gern. Ja, du, da war die Enttäuschung groß, wie da 2001 diese PISA-Studie aufgekommen ist, wo wir plötzlich feststellen halt müssen, ja, was ist denn da los? Das bayerische Abitur, fernster liefen, gell? Pure Verzweiflung bei der bayerischen Staatsregierung. Das ist so weit gegangen, dass man sogar an uns Künstler herangetreten ist. So nach dem Motto, ihr seid doch Künstler, fällt euch da nichts ein. Wir haben ein bisschen recherchiert und sind draufgekommen, früher, wie es bei uns in Bayern diese kleinen Dorfschulen noch überall gegeben hat, da haben die Lehrer Prüfungen abgenommen in Form von Gassenhauern. Gassenhauer, das sind auf Hochdeutsch übersetzt sowas wie Zungenbrecher. Das ist dann folgendermaßen gegangen, man hat also dem zu Prüfenden einen Gassenhauer vorgesagt und der hat ihn dann möglichst laut und fehlerfrei hinten nachsagen müssen. Da haben wir im Zuge dessen ein bayerisches Abitur entwickelt und das ist also auch bei der Staatsregierung derartig gut aufgenommen worden, dass man mit Fug und Recht behaupten kann, seitdem sind wir im Auftrag des Herrn unterwegs. Das heißt, wir prüfen jetzt, egal wo wir auftreten, immer auch ein bisschen den Bildungsstand. Also ich sage es euch nochmal zum Mitschreiben, ich sage den Gassenhauer vor, ihr sollt ihn möglichst laut und fehlerfrei hinten sagen. Wir haben aufgrund der Erfahrungen in speziell diesen Regionen heute beschlossen, auch ein bisschen eine optische Unterstützung sozusagen als sonderpädagogische Maßnahme mit einfließen zu lassen. Wir fangen jetzt einfach einmal an mit dem rotzordinären Volksschulabschluss und ich gehe mal davon aus, dass die da herin eigentlich jeder haben wird. Metzger wetzt ein Metzgers Messer, wenn's das wetzt, noch schneidt's a besser. Metzger muss das Messer wetzen, es möcht der Bauer sein Schweiners essen. Alle miteinander. Metzger wetzt ein Metzgers Messer, wenn's das wetzt, noch schneidt's a besser. Metzger muss das Messer wetzen, es möcht der Bauer sein Schweiners essen. Ich muss sagen, absolut top. Echt, Beaumois, bestens vertreten, die ganze Region, wunderbar. Aber wir erhöhen die Schlagzahl und die Schwierigkeit. Wir kommen zum qualifizierten Volksschulabschluss. Der hat schon gewisse Tücken, gell? Der Whisky-Mixer mixt sein Whisky, sagt am liebsten Whisky-Mixi, weil ich wenig Whisky mix, nebenbei mir einen gönn. Der Whisky-Mixer mixt sein Whisky, sagt am liebsten Whisky-Mixi, weil ich wenig Whisky mix, nebenbei mir einen. Hoi. Nicht schlecht. Ja, da legst du dich nieder. Bildungsbürgertum, oder? Schon irgendwo. Okay. Die Herausforderungen steigen, wir kommen zur mittleren Reife und die mittlere Reife hat schon derartig in sich, dass man zusätzlich zur linguistischen Fähigkeit auch noch eine gewisse Körperlichkeit an den Tag legen muss. Man muss nämlich links und rechts den Nebenmann oder die Nebenfrau unterhaken und dabei schunkeln. Dieser Gassenhauer ist im Dreivierteltakt. Wollen wir uns vielleicht schon mal ein bisschen eingrooven, wenn man auf Neubayerisch sagt, 1, 2, 3, 2, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 2, 3. Zwischen zwei Zwetschgen, Zweigen zwitschern, zwei Schwalben so schön. Zwitschern zwei Schwalben, zwischen zwei Zwetschgen, Zweigen. Zwischen zwei Zwetschgen, Zweigen zwitschern, zwei Schwalben so schön. Zwitschern zwei Schwalben, zwischen zwei Zwetschgen, Zweigen. Gleich nochmal. Zwischen zwei Zwetschgen, Zweigen zwitschern, zwei Schwalben so schön. Zwitschern zwei Schwalben, zwischen zwei Zwetschgen, Zweigen. Ich muss sagen, jetzt hat nicht jeder mittlere Reife, aber ganz viele. Hervorragend. Top. Ihr macht es wunderbar, aber jetzt, liebe Leute, jetzt kommen wir zum Abitur. Oder wie der Österreicher sagt, zur Matura. Und ich sag's gleich im Vorfeld, Leute mit die Dritten, vielleicht gleich direkt einmal Runden aussetzen. Bevor uns da noch die Haftcreme versagt. Gell? Und als eiserne Regel bitte beherzigen,
Niemals dem Nebenmann direkt ins Gesicht. Der Sepp, der Depp, hat's steht, jetzt hockt der Blöd vorm Brotzeitbrett und denkt, warum in aller Welt hab ich denn bloß mein Besteck bestellt? Der Sepp, der Depp, hat jetzt hockt der Blöd vorm Brotzeitbrett und denkt, warum in aller Welt hab ich denn bloß mein... Super. Ja, wobei man sagen muss, das muss ja nicht unbedingt da jeder Abitur haben. Ne? Das wäre überbewertet. So, und jetzt kommt die ultimative Härteprüfung. Wir kommen zur Hochschulreife. Und ich weiß nicht, haben wir einen Akademiker da? Schon den einen oder anderen, oder? Ich mache mir jetzt nicht allzu große Hoffnungen, aber wir probieren es halt einfach einmal, oder? Wenn im dichten Fichten, dicke Nichten, züchtig blicken statt tüchtig nicken, kannst das allerdichteste Fichten, dickicht samt die dicken Nichten, fürchtig knicken. Wenn im dichten Fichten, dicke Nichten, züchtig blicken statt tüchtig nicken, kannst das allerdichteste Fichten, dickicht samt die dicken Nichten, fürchtig knicken. Das Ergebnis war zu erwarten. Super. Dankeschön. Aber nicht schlecht. Na, war gut. Echt super. Ja, ein kleiner Trunk. Ja, liebe Leute, nach dieser zugegebenermaßen anstrengenden Erfahrung habt ihr euch ein bisschen, wie soll ich sagen, Auslaufen, ein mentales Auslaufen verdient. Und wie kann dabei ein schöner auslaufen als wir beim Schunkeln? Aber wir waren natürlich nicht die Isarschiffer, wenn wir jetzt einfach nur ein Schunkellied spielen hatten. Nein, wir spielen jetzt gleich unsere Nationalhymne, das Isarschifferlied. Und das Isarschifferlied hat einen Refrain, der passt wie die Faust aufs Auge dieser Veranstaltung. Weil da hat es einen Refrain, schauen wir einmal rein in das Glasl. Wir sind ja da in einem Glaspalast, oder? Kann man wunderbar reinschauen und wir haben es schon geschafft. Also bei uns daheim haben wir schon eine Gemeinde, da ist es dann wirklich so, da bei jedem Schauen wir mal, steht während dem Schunkeln ein anderer Tisch auf. Beim Schunkeln. Schauen wir einmal. Und ich sage euch, das gibt oft ein Gewaber. Wir haben also schon richtig seekranke Leute gehabt. Und wie gesagt, ihr kommt im Fernsehen, gebt alles, bemüht euch. Wir spielen für euch das Isarschifferlied. 1, 2, 3, 2, 2. Trararam, bam, baram, barabadam, bam, ba. Raram, bam, baram, daram. Trararam, trara, traram, barara, trara, trara, trara. Ja, heim haben wir wieder eine lustige Fahrt. Lauber der Lüftel und streift durch den Bord. Mit viel Trara und mit Rockets de Bong schiffen wir die Isar entlang. Grün ist das Wasser, der Himmel weiß-blau. Es ist eine richtige Schau. Ja, weil's uns so frei ist wieder so weit. Jubel, Trubi, Heiterkeit. Ja, weil's uns so frei haben lustige Leid. Die Isar-Schifferzeit, jetzt kommt's. Schauen wir einmal rein in das Glas. Schauen wir einmal noch auf den Grund. Wir schauen wir einmal noch in den Fasel. Schauen wir einmal noch das Ganze und gleich nochmal. Schauen wir einmal noch in den Glas. Schauen wir einmal noch auf den Grund.
Wir schauen wir einmal, schauen wir einmal, schauen wir einmal, schauen wir einmal, schauen wir einmal noch in den Fasel. Schauen wir einmal, schauen wir einmal, schauen wir einmal, schauen wir einmal, schauen wir einmal noch bis ganz hoch. Ein Prosit, der Gemütlichkeit, ein Prosit, der Gemütlichkeit. Prost, Gemeinde! Ein Trickspruch. Was war ein guter Trickspruch? 3 Schwiegermütter gingen baden in einem See bei Berchtesgaden. 2 von ihnen sind ersoffen, von der 3. wollen wir es hoffen. Dankeschön, Prost. Bist du gemein? Die armen Schwiegermütter. Ja. Wo haben sie denn mein Gitarre stehen? Da ist er. Apropos Schwiegermutter. Ja. Was ist mit Vielleicht können wir ja zu eurer Unterhaltung auch ein bisschen was beitragen. Die Integration ist ja gerade bei uns ein Riesenthema in Bayern. Gell? Wobei man ehrlicherweise sagen muss, es geht ja bei uns, bei den Franken schon los. Hä? Ja, sie zum Beispiel, gell? Sie ist ja eine Fränkin, gell? Fragt sie, meine Mama, beim ersten gemeinsamen Weihnachten in der Küche, ob sie ein Dildo hat. Ja, für einen Fisch haben sie einen Dildo. Für Ach so. einen Fisch? Ich weiß nur, dass ich den Blick von meiner Mama niemals vergessen werde. Gehst ein bisschen näher her, wir haben fast keinen Platz da, gell? So geht's schon. 1 und 2 und 3 und 4. Ich bin die Doro Bärauer und wir die Gangfußgänger. Steh jetzt da, der Renkerl für zum Singen. Das Liedl soll schön klingen und das Liedl soll sie reimen. Sonst möcht man wer die Zunge auf dem Arsch und auf den Leimer. Das Liedl hat einen guten Text, das soll da jetzt verstehen. Am gescheitesten erzähl ich euch einen Schwank aus meinem Leben. Holtrio Kuckuck, Ich bin eingeboren, ja, die Kuckuck, daher reingeboren, Holtrio Kuckuck, von hinten bis ganz vorn. Kuckuck, eingeboren. Kuckuck, eingeboren. Dei Baba hat die Ohren angelegt, wie er auf mein Vorgestell geschaut hat und hat's gleich wieder aufgestellt, als er gehört hat, wie ich plaudert. A Fränkin da im Oberland, du musst in sowas sein. Sag, war für die bei uns daheim kein Weiberleid dabei. Nach 20 Jahren der Duldung gehör ich immer noch nie dazu. Bin in einer Herdenfleckvieh sowas wie ein schwarzer Kuh. Holtrio Kuckuck, ich bin eingeboren, ja, die Kuckuck, daher reingeboren, Holtrio Kuckuck, von hinten bis ganz vorn. Kuckuck, eingeboren. Kuckuck, eingeboren. in unserer Ahnenwelt
geboren. Und wie und wenn und wo, das ist vom Schicksal auserkoren. Und wenn's der Weg so will, uns zieht ans in die Welt hinaus, dann sucht der Mensch ein neuer Platz und macht das Beste draus. Und wenn er so ein Blauer jetzt sagt, Hey, du hast da nichts verloren. sag ich bin Tito und da bin ich da. Holtrio, Kuckuck, ich bin eingeboren, Tjodie, Kuckuck, da hereingeboren, Holtrio, Kuckuck, von hinten bis ganz vorn, Tjodie, Kuckuck, eingeboren, Tjodie, Kuckuck, eingeboren. Wollt ihr es mitsingen? Jeder, der jemals irgendwo irgendwie eingeboren war, singt mit bei ihm. Holtrio, Kuckuck, ich bin eingeboren, Tjodie, Kuckuck, da hereingeboren, Holtrio, Kuckuck, von hinten bis ganz vorn, Tjodie, Kuckuck, eingeboren, Tjodie, Kuckuck, eingeboren. Dankeschön, die Isa Schiffer. Hau ruck. Doro Bierer. Rainer Berauer. Lisa Schiffer! Super, wirklich. Super Publikum. Fast wieder daheim. Habt ihr das vorher mitgekriegt? Pussy, Pussy. Ja, warte mal, ich mein's. Lieber nicht, oder? Super was. Waren die super, meine sehr verehrten Damen und Herren? Haben wir heute ein Wahnsinnsprogramm. Brutal. Dankeschön. Die Isa Schiffer, nochmal einen Riesenapplaus. Ehre.